EU-Staaten haben Frankreich ihre Unterstützung im Streit mit Australien und den USA um das geplatzte U-Boot-Geschäft zugesichert. Die Außenminister der anderen 26 Mitgliedstaaten hätten bei einem Treffen am Rande der UN-Generalversammlung in New York ihre deutliche Solidarität gegenüber Frankreich zum Ausdruck gebracht, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. US-Präsident Biden hat bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen friedliche Lösungen für weltweite Krisen und Konflikte beschworen. Die USA wollten keine in starre Blöcke geteilte Welt. Die US-Klimahilfen würden verdoppelt. Nach dem Ende der Sowjetunion hat sich Kasachstan die 7 mit Russland als internationale Vorwahl geteilt. Diese wird jetzt mit der Vorwahl 997 ersetzt. Ab 2023 wird diese Änderung in Kraft treten, teilte der zuständige Minister mit. Die US-Weltraumbehörde NASA wird 2023 den Rover Viper zum Mond schicken. Das Ziel? Am Südpol Eis und andere Bodenschätze suchen. Das gilt als Grundlage für eine bemannte Mondstation und Mission vom Mond zum Mars. Die Menschheit befinde sich am Abgrund und bewege sich in die falsche Richtung, warnte Guterres am Dienstag bei der Eröffnung der Generaldebatte in der UN-Vollversammlung in New York. Die liberale Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Justin Trudeau liegt nach ersten Hochrechnungen vorne. Allerdings verpasst er das Ziel, die absolute Mehrheit in diesen vorgezogenen Neuwahlen zu gewinnen. Der Sprecher der Taliban, Zabiullah Mujahid, gab bekannt, dass die technischen Arbeiten am Kabuler Flughafen kurz vor dem Ende stehen. In Kürze werde dieser wieder für internationale Flüge geöffnet werden.